Ein Weihnachtsabend bei Hebamme Meier, ein Balletchen von Karl Räder. Christabend bei der Hebamme Meier, kurz vor der Bescherungsfeier, 6 Kinder warten nach Belehrung, hoffnungsvoll auf die Bescherung. Der Christbaum steht im Nebenzimmer, lieb hergerichtet mit Goldgeflimmer, für jedes ein Teller mit Geschenken und schönen Werten angedenken. Beschert wird nach dem Abendessen. Die Kinder sind ganz weltvergessen, still freuen sich glücklich ohne Hader auf die Bescherung Mutter, Vater. Draus in der Nacht ist es eisig kalt, da schrillt die Klingel, dass es schallt, die Mutter reißt das Fenster auf, eine Männerstimme ruft herauf: »Hier, Jakob Schmidt, es pressiert, Frau Meier, ein Christkind kommt zur Weihnachtsfeier.« Die Mutter rennt mit Tasche fort, die Kinder sagen erschreckt kein Wort, der Vater zündet an den Baum und ruft die Kinder zum Nebenraum. Sie singen in der Lichterpracht, ohne Mutter, stille, heilige Nacht, obwohl fort ist die Mutter heut, o fröhliche, selige Weihnachtszeit. Schweigend, verstimmt unterm Kerzenschein, beschert der Vater den Kindern allein. Nach einigen Stunden gehen die braven Kinder beglückt und friedlich schlafen. Der Vater entkorkt eine Flasche Wein und schenkt sich traurig ein Gläslein ein. Er kann sich nicht freuen am Weihnachtsglück und hadert unmutig mit seinem Geschick und nimmt sich vor, der Mutter entschieden, künftig den Hebammendienst zu verbieten. Er wartet und wartet. Es wird 1 und 2, die Hebammenmutter kommt nicht herbei. Er trinkt noch ein Fläschlein, da klingelt es hell, er springt ans Fenster und öffnet schnell. Die Mutter steht drunten, ein Mann geht fort. Die Mutter tritt ein, sie sagen kein Wort. Jetzt will er schelten und will entschieden ihr künftig den Hebammendienst verbieten. Da reißt sie lachend und voller Lust ihren grollenden Mann an die runde Brust und ruft in ihrem Gesicht ganz rot: »Ich hab ein Kind gerettet vom Tod.« Es hat nicht geatmet. Mit aller Kraft hab ich eine Stunde an ihm geschafft, hab es geschwungen und hab es geknetet und schwitzend um sein Leben gebetet. Und plötzlich hat es nach vielem Bemühen nach Luft geschnappt und hat geschrien. Ich hob das Kind hoch in die Höhe. Ein Bub war's nach 7-jähriger Ehe. Da ruft der Vater mit frohem Blick: Das ist ein wunderbares Weihnachtsglück. Und sie tranken miteinander beim Kerzenschein noch eine 3. Flasche Wein. Dann gingen sie glücklich schlafen in Frieden, und kein Wort fiel vom Hebammendienst verbieten.